SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Mein grosser Bruder, der Hitch, wird morgen 14. «Hast du ein Geschenk, Adam?» habe ich meinen kleinen Bruder gefragt. Der Adam hat mich angeschaut. «Ja, so halbe. Ich will einen Roboter bauen.» «Ein Roboter?» «Ja, eine Maschine, die ihm seine Pickel ausdrückt, während er Fernsehen schaut. Aber ich hatte ein paar technische Pannen. «Ja, das kann ich mir vorstellen.» Ich habe gegrinset. «Jetzt haben ihm halt 5 Kleiderbügel gebastelt im Werk. Für seine 5 Hemper. Willst du sie sehen?» Eigentlich hatte ich keine Lust, aber ich habe genickt und ich muss sagen, sie haben sehr speziell ausgesehen. Sie hat mich an verbissene Hundestöckchen erinnert. Keiner hat ausgesehen wie der andere. Hübsch, habe ich gesagt. Da wird der Hitch sicher Freude haben. «Ja, ich glaube auch. Was schenkst ihm denn du?» «Ein Hemd. Dir fehlt also noch ein Bügel.» «Easy, dann mache ich ihm einfach noch mal einen.» Der Adam ist manchmal echt naiv. Aber klar, er ist auch erst 8. Ich bin 10 und der Hitch wird morgen eben schon 14. Zusammen sind wir eine Truppe, die immer wieder mal ein bisschen Chaos macht. Unsere Neni sagt uns darum: Trip, Trap und Trümmer. Weil öfters mal etwas zu Bruch geht bei unseren Aktionen. Später hat uns die Mama zum Posten geschickt. Trip, Trap und Trümmer sind also mit Portemonnaie und Einkaufszettel bewaffnet losgemarschiert Richtung Stadt. Der Hitch hat die Mama mitgeschickt und gemeint, er solle sich ruhig ein bisschen draussen bewegen. Die frische Luft würde seiner Haut gut tun. Als ob Pickel würden verschwinden, wenn man bei schlechtem Wetter draussen rumrennt. Es war bewölkt und windig. Nicht warm genug für die Body, aber gerade warm genug, um ohne Jacke rauszugehen. Wir sind an jedem Ecke stehen geblieben und haben nach dem Billy und seiner Bande Ausschau gehalten. Das sind fiese Typen. Und sie haben dummerweise noch eine Rechnung mit uns offen. Da ist es gescheiter, wir passen ein bisschen auf. Nach dem Einkaufen sind wir bei unserem neuen Freund vorbeigegangen, dem Kraui. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Wir haben nur gewusst, dass er in einem Block wohnt und dass er einen reichen Onkel hat, der im Wald ein cooles Baumhaus gebaut hat. Er lebt bei seinem Onkel, weil seine Eltern in Hawaii etwas am Forschen sind, als Archäologen oder so. Das hat uns der Kraui auf jeden Fall erzählt. Wir sind aber nicht ganz sicher gewesen. Der Kraui hat uns eben schon ein paar Fantasiegeschichten aufgetischt. Ich habe geläutet und der Kraui hat sofort geöffnet. Zuerst ist er ein bisschen verschrocken, aber dann hat er gefragt: «Wollt ihr reinkommen?» Ich habe genickt. Hinter dem Kraui ist ein älterer Mann im Gang gestanden. «Sind Sie der reiche Onkel?» hat der Adam frech gefragt und seine Hand angestreckt. «Also, reich bin ich nicht, nein.» «Aber sind Sie schon mal auf dem Skifahrturm von Pizza gewesen?» «Du meinst Pisa?» hat der Onkel ein bisschen hilflos gelächelt. «Onkel, was sind der Beni, der Adam und der Hitch? Sie sind Brüder, alle 3. «Blutsbrüder», habe ich erklärt. Am Kraui sein Onkel hat genickt. Also wenigstens, dass es mit dem Onkel stimmt. Da hat der Kraui nicht gelogen. «Kommen mit in mein Zimmer», hat der Kraui gesagt und uns durch den Gang getrieben. Der Kraui hat die Türen von seinem Zimmer zugemacht. Wir sind aufs Bett gehockt. Der Kraui ist vor uns auf und ab getigert und hat an seinem Tisch herumgefummelt. Es hat nicht so ausgesehen, als ob er sich wohlfühlen würde. «Und was sind denn jetzt deine Eltern?» hat der Adam gefragt. «Meine Eltern arbeiten beide in Brüssel. Ich habe auch dort gewohnt, aber jetzt haben sie sich getrennt.» «Was haben sie?» hat der Adam gefragt. «Sie sind nicht mehr zusammen.» «Aber hat denn keiner von beiden die wollen?» hat der Adam gefragt. «Nein, sie arbeiten halt ziemlich viel und darum bin ich jetzt bei meinem Onkel.» «Dein Vater und deine Mutter sind also gar keine Archäologen zu Hawaii?» Der Kraui hat den Kopf geschüttelt. Der Adam hat mega enttäuscht ausgesehen. «Du bist aber auch der Einzige, der das geglaubt hat», hat der Hitch gesagt. «Und dein Onkel?» hat der Adam gefragt. «Ist er auch nicht ein Millionär?» «Nein, er ist Elektriker, aber kein normaler Elektriker. Er ist Erfinder. Er hat einen Roboter erfunden.» Ich habe den Hitch angeschaut.
Wir haben beide das Gleiche gedacht. Der Kraui lügt schon wieder. Der Kraui hat unseren Blick aber schon gesehen. Ja, das mit dem Roboter stimmt wirklich. Ich könnte meinen Onkel fragen. Der Roboter kann Fenster putzen und Staubsaugen. Er ist super intelligent und kann im Haushalt helfen. Echt? So etwas könnten wir auch gut brauchen, habe ich gesagt. Dann könnte ich jeden Samstag unsere Zimmer staubsaugen. Am Adam seine Augen haben geleuchtet. Ja, wir brauchen unbedingt so einen Roboter. Die sind mega teuer. Mein Onkel präsentiert morgen das neueste Modell an der Messe. Was ist eine Messe? Eine Ausstellung für technische Erfindungen. Wow, können wir mitkommen? Hat der Adam schnell gefragt. Ja, vielleicht kann ich ein Wort bei meinem Onkel für euch einlegen, hat der Kraui gesagt. Am nächsten Tag sind wir am Morgentisch gesessen. Es war am Hitch sein Geburtstag. Und wir haben uns gefreut, weil das mit der Messe klappt. Ich habe erzählt, dass der Kraui uns wegen seinen Eltern ein bisschen angeschaut hat. Das tönt, als ob der Kraui einen krankhaften Drang hat, Fantasiegeschichten zu erfinden, hat die Mama überlegt. Oder als ob er einfach ein bisschen einsam wäre, hat der Papa mit vollem Maul gesagt. Sein Schnauz war voller Rahm vom Hitch seiner Geburtstagstorte. Der Hitch hat auf der Geburtstag volles Handy bekommen. Über das hat er sich mega gefreut. Natürlich viel mehr als über die komischen Kleiderbügel, die ihm der Adam geschenkt hat. Ein bisschen später haben wir unsere Velo vor dem Messezentrum abgestellt. «Achtung!» hat der Hitch gesagt, wo wir auf der Kraui gewartet haben. Ich glaube, ich habe den Reif gesehen reingehen. Mist! Der Reif ist einer von Billy seiner Bande. Wenn der Reif da ist, können der Billy und der Stani nicht weit sein. Das bedeutet höchste Alarmbereitschaft. An jedem Stand hat es gratis Süßigkeiten gegeben und der Adam hat sich richtig vollgestopft, als ob Weihnachten und Ostern zusammen wäre. Und die Clean Machine hat einen grossen Stand mitten in der Messehalle. Jeder von uns hat ein Schild bekommen, das wir an unsere Tische geklebt haben. Clean Machine ist drauf gestanden und darunter mit kleinen Buchstaben Assistent. Der Adam war auch stolz und ist auf den Zehenspitzen an der Kasse vorbeigespaziert. Drinnen hatte es mega viele Leute. An der Stand mit der Küche und Haushaltsgerät sind wir fast nicht vorbeigekommen. «Ein Staubsauger dort sieht ja aus wie ein Köhlingstein», hat der Adam gesagt. «Hä? Köhlingstein?» Der Kraui hat die Stirn gerunzelt. «Er meint Curlingstein», habe ich erklärt. Der Roboter von meinem Onkel sieht gar nicht aus wie ein Curlingstein. Er sieht aus wie ein Mensch, hat der Kraui gesagt und uns geheimnisvoll angeschaut. Der Onkel vom Kraui hat auf eine grosse Kiste gezeigt, die mit einem schwarzen Tuch zugedeckt war. Der Roboter. «Ihr werdet sehen, das Gerät ist die absolute Sensation und eine wirkliche Hilfe», hat er begeistert gesagt. Und ich habe in Gedanken schon den Kommentar von unserer Mama gehört. «Was? Roboter sollen unsere Arbeit übernehmen? Super, dann gibt es noch mehr Arbeitslose.» Eine blonde Frau, die etwa so alt war wie unsere Mutter, hat uns angelächelt. «Ah, ihr seid die neue Assistentin. Ich bin Nelly, die Vizedirektorin.» Sie hat uns allen ein Bündel Prospekt in die Hand gedrückt. Die könnt ihr verteilen. Wir haben abgemacht, dass jeder von uns einen anderen Gang durchabläuft und dass wir uns ganz hinten beim Kaffee wieder treffen. «Schaffst du das, Adam?» habe ich gefragt. «Ja klar, ich bin doch Assistent.» «Assistent», habe ich ihn korrigiert. «Und isst nicht so viel Süßigkeiten.» «Und pass auf der Billy und seine Bande auf», hat der Hitch gemeint, bevor wir alle in eine andere Richtung losgelaufen sind. Die meisten Leute haben dank einem Prospekt angenommen. Fast alle waren Erwachsene. Und plötzlich bin ich vor einem Mädchen in meinem Alter gestanden. Nina. «Hoi, Benni.» «Hoi.» Ich habe gespürt, wie ich einen roten Pöll bekomme. Was machst denn du da?» «Ich bin mit meinem Vater da. Er arbeitet bei der Stadt. Sie wollen einen neuen Putzroboter anschauen.» «Und du?» Nina hat auf mein Namensschild gezeigt. «Schaffst du da?» «Ja, also,
Ich arbeite für Clean Machine. Ich habe ihr einen Prospekt gegeben. Cool. Sie hat mich angeschaut. Das sind ja die mit der neuen Erfindung. Genau die, habe ich stolz gesagt. Der Onkel vom Kraui hat den Putzroboter erfunden. Wow, cool. Das Handy von der Nina hat geläutet. Wir sehen uns, Assistent Benny. Mein Fetsch wartet auf mich. Eine Stunde später haben wir im Kaffee einen Kuchen gegessen. Wir konnten es kaum abwarten, bis wir endlich den Roboter gesehen haben. «Wenn es gut läuft, kriegt mein Onkel einen Bonus!» Der Kraui hat fast schreien, weil es so laut war. «Was ist ein Bonus?» hat der Adam gefragt. «Geld!» habe ich gesagt. «Es kommen auch viele Journalisten und Politiker. Mein Onkel ist ziemlich nervös. Der Roboter ist noch nie öffentlich vorgeführt worden.» Aber dann habe ich jemanden gesehen auftauchen. Oh nein. «Achtung, der Billy kommt, los abtauchen!» Wie auf Kommando sind wir alle 4 unter den Tisch gerutscht. Der Adam hat sogar noch geschafft, seinen Kuchen mitzunehmen. Gerade als wir wieder rausgüchseln wollten, ist plötzlich ein grimmiges Gesicht vor uns auftaucht. «Giele, was macht ihr unter dem Tisch?» Zum Glück war es nicht der Billy, sondern nur einer der Kaffeemitarbeiter. Wir sind vorgekrochen. Der Hitch hat sich geschämt und einen knallroten Pulli. Ich habe mein Namensschild verloren, habe ich gesagt. Aber zum Glück haben wir es wieder gefunden. Am 10 vor 1 war endlich alles parat. Es hat mega viele Leute. Politiker sind in der ersten Reihe gehockt. Nina und ihr Vater auch. Sie hat mir gewunken und ich habe zurückgewunken. Wir sind ganz hin auf der Bühne gestanden. Der Onkel vom Kraui hat etwas gesucht. Er war mega nervös. Habt ihr die Fernbedienung gesehen? Sie sieht das so aus. Er hat uns so ein viereckiges Ding gezeigt mit vielen Knöpfchen und Lämpchen. Aber sie haben ja die Fernbedienung in der Hand. Ja, aber es gibt noch eine zweite Fernbedienung. Er hat geflucht. Kopf ausgerechnet jetzt, kurz vor der Präsentation. Wir haben überall gesucht, aber nichts gefunden. Ein grosser, dicker Mann mit Schnauze ist zwischen uns hin und her gelaufen. Der Direktor für Clean Machine. Nervös hat er seine Rede probt. Nelly ist mit dem Text in der Hand hinten angehöselt. Sie hat ihm eingeflüstert, wenn er ein Wort vergessen hat. Dann ist es losgegangen. Der Direktor hat das Mikrofon in die Hand genommen und hat alle begrüßt. Die wichtigen Wörter sind nur so aus ihm rausgesprudelt. Einzigartig, lautlos, Batterie, Fernbedienung, Timer, Sensation, Design, Tempo, umweltfreundlich. Und das Wort Zukunft ist mindestens 17 Mal vorgekommen. Der Direktor hat die Luft angehalten, hat dann an einer Schnur gezogen, das schwarze Tuch ist langsam auf den Boden gefallen und darunter ist eine schwarze Kiste hervorgekommen. Das Publikum hat verwundert gemurmelt. Jetzt ist Kraui sein Onkel mit einem Mikrofon in der einen und der Fernbedienung in der anderen Hand auf die Bühne gekommen und hat sich vorgestellt. Er hat mit der Fernbedienung auf die Kiste gezielt und es ist langsam eine Gestalt herausgekommen, die ausgesehen hat wie ein junger Mann. Aber es war kein junger Mann, sondern ein Roboter. Der Roboter hat frech ins Publikum gegrinst. Jetzt haben die Leute heftig applaudiert. Der Onkel vom Kraui hat ihn vorgestellt. Meine Damen und Herren, das ist der Röbi. Der Röbi ist der Traum von jeder Frau. Er putzt alles, und zwar ohne zu jammern und zu stöhnen. Die Frauen im Publikum haben laut geklatscht und gelacht. «Gibt's den Röbi auch in einer weiblichen Version?» hat ein dicker Mann gerufen. Der Onkel hat genickt und hat mit der Fernbedienung auf den Röbi gezielt. Er hat gedrückt und schwuppdiwupp hat sich der Röbi in eine Frau verwandelt. Der Roboter hat plötzlich Brüste bekommen und ein weibliches Gesicht. Darf ich vorstellen, das ist Roberta, der Traum von jedem Mann. Die Roberta putzt sauber und in einem Affentempo. Die Leute haben gestaunt und geklatscht. Die Roberta ist in einer eleganten Nacht über die Bühne gefahren. Sie kann sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeiten bewegen. Die ist aber einiges schneller als meine Frau,
hat der dicke Mann gerufen und die Leute haben gelacht. Der Onkel hat dem Kraui ein Zeichen gegeben und der hat einen grossen Fensterrahmen auf die Bühne geschoben. Meine Damen und Herren, als nächstes sehen Sie, wie gut Roberta kann Fenster putzen. Der Kraui ist direkt neben dem Fensterrahmen mitten auf der Bühne stehen geblieben. Im Kraui, sein Onkel, hat Roberta zum Fenster gesteuert und gerade noch mal auf die Fernbedienung drücken, wo die Roberta auch schon die Arme gelupft hat und das Fensterputzmittel direkt ins Gesicht vom Kraui gespritzt hat. Das Publikum hat gejohlt. Der Kraui hat sein Gesicht abgeputzt und hat versucht zu lächeln, als ob alles nur ein eingestudierter Gag wäre. Aber dann hat Roberta ihren Arm auf den Kraui gerichtet. Aus dem Staubsaugerarm ist Luft rausgekommen. Es hat so fest geblasen, dass dem Kraui seine Haare zu Berg gestanden sind. Das Publikum hat sich Bauch gehabt vor Lachen. Der Onkel vom Kraui hat ja wild auf der Fernbedienung herumgedrückt, aber es ist einfach nichts passiert. Die Roberta war total außer Kontrolle. Der Direktor ist immer röter geworden im Gesicht und am Kraui ist es genau so gegangen. Er konnte Roberta nicht aufhalten. Sie hat den einen Teleskoparm ausgefahren und schnell auf das Fenster zuschiessen lassen. Die Scheibe ist mit einem lauten Krach in 1000 Teile versplittert. Die Glasscherben sind in alle Richtungen gespickt. Die Roberta hat angefangen, auf den Scherben herumzutanzen, immer noch mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Im Publikum ist es ruhiger geworden. Ein paar haben immer noch gelacht, die anderen haben nur den Kopf geschüttelt. Im Kraui sein Onkel hat die Fernbedienung fortgeworfen, ist auf die Roberta zugegangen und hat sie ausschalten. Es hat ausgesehen, als ob sie zusammen tanzen würden. Die Roberta ist umarmt vom Kraui seinem Onkel beängstigend nach am Bühnenrand angefahren. Die Leute in der ersten Reihe sind panikartig geflüchtet. Aber die Roberta war nicht zu bremsen und hat Kreisli gedreht, zusammen mit dem Kraui seinem Onkel. «Jetzt kommen sie gerade ab der Bühne. Kommt!» habe ich zu meinen Brüdern gesagt. Der Hitch, der Adam und ich sind schnell über die Bühne gerannt, um zu helfen. Wir haben uns vor der Roberta aufgestellt und haben sie mit aller Kraft versucht zurückzuheben. Aber sie war mega stark. Langsam hat sie uns an Bühnenkanten angedrückt. Immer weiter und weiter. Bis sie plötzlich mit einem langen Seufzer stehen geblieben ist. Der Onkel hat es endlich geschafft, Roberta abzustellen. Nur eine kleine technische Panne, hat der Direktor ins Mikrofon gesagt. Wir sind in einer halben Stunde wieder zurück. Das Publikum hat ihn ausgebaut und ist gegangen. Der Direktor hat seiner Vizedirektorin der Nelly das Mikrofon in die Hand gedrückt und der Onkel angeschrien. Der hat Schimpfwörter gebraucht, die ich noch nie gehört habe. Und ich kenne viele Schimpfwörter. Der Onkel hat sich die ganze Zeit entschuldigt und gesagt, die Fernbedienung hätte nicht getan. «Aber warum haben wir denn 2 von diesen?» hat der Direktor brüllt. «Ja, aber die zweite ist weg!» Der Direktor hat sich nicht mehr beruhigt. Und als Nelly etwas sagen wollte, ist auch die zusammengeschissen worden. «Benny!» Nina ist am Bühnenrand gestanden und hat mir gerufen. «Hoi! Krasser Roboter, gell?» «Ja, zum Glück könnt ihr ihn retten. Was ist denn überhaupt passiert?» Der Onkel vom Kraui hat ihn nicht mehr kontrollieren. Als ob jemand Fremdes die Roberta gesteuert hätte. Jemand Fremdes? Ja, es gibt eben noch eine zweite Fernbedienung, aber die ist verschwunden. Weisst du was? Ich habe den Billy gesehen. Er ist in der 4. Reihe gehockt und hat mit seinem Handy gespielt. Plötzlich ist mir klar geworden, was passiert ist. Der Billy hat sich die andere Fernbedienung geschnappt. Er und nicht der Onkel vom Kraui hat Roberta gesteuert. Der Billy hat die ganze Vorstellung versaut. Am nächsten Tag ist der Kraui zu uns heimgekommen. Er hat den Kopf hängen. Schauen Sie mal. Er hat uns eine Zeitung hergekippt. In der Schlagzeile ist gestanden: «Clean Machine erfindet Crazy Machine. Ein gefährlicher Roboter außer Kontrolle.» Der Kraui hat geseufzt. Der Roboter steht jetzt abgeschaltet im Lager. Die Messe läuft noch bis zum Sonntag, aber ich weiss nicht, ob die Roberta noch mal vorgeführt wird. «Aber was ist mit deinem Onkel?» habe ich gefragt. Der Direktor hat ihn rausgeschmissen. «So fies!» hat der Adam gesagt. «Ach Mann, wenn wir doch nur beweisen könnten, dass die Roberta einwandfrei funktioniert und dass der Billy die schuld ist», habe ich gesagt. «Aber wie?» Der Kraui hat geseufzt. «Freiwillig wird es kaum zugeben.»
Er hat die Fernbedienung sicher noch. Und so wie ich ihn kenne, geht er jetzt überall rumblöffen, wie cool es war, einen Roboter heimlich zu steuern mit einer geklauten Fernbedienung. Und was ist jetzt dein Plan, Benny? Hat der Hitch gefragt. Der Plan ist, wir drei bringen der Billy dazu, uns die Fernbedienung zu zeigen. Und der Kraui filmt alles mit seinem neuen Handy. Genial, hat der Kraui gesagt. Aber der Hitch hat nicht so begeistert reingeschaut. Kann ich die selber filmen? Der Hitch hat sein neues Handy eigentlich nicht aus der Hand geben. Aber dann hat er eingesehen, dass der Plan so viel besser verhebt. Los, Jungs! Gehen wir den Billy überführen. Wir haben gewusst, wo der Billy ist. In der Burgerbude. Wie immer. Und wirklich, als wir bei der Burgerbude angekommen sind, haben wir die ganze Bande gesehen. Der Billy, der Stani und der Yves sind vorausgehockt und haben die Burger verdruckt. Der Kraui hat sich auf der anderen Strassenseite hinter einem Kleiderständer versteckt, der voraus vor einem Laden gestanden ist. Mit dem Hitch im Handy parat zum Filmen. Der Hitch, der Adam und ich sind langsam auf die Burgerbude zugeschlendert. Ich habe gemerkt, wie ich immer nervöser geworden bin. Der Billy und seine Kumpels haben in einer Zeitung geblättert und gelacht. Es war sicher der Artikel über die Panne vom Roboter. Wir sind am Tisch vorbeigelaufen und haben so getan, als ob wir reingehen wollten. Der Billy hat uns sofort angepasst. «Jetzt schau mal da! Das Loser-Trio! Ha! Wo ist denn heute der berühmte Roboterfreund? Ist er irgendwo unterwegs und schlägt Scheiben ein?» Alle drei haben breit gegrinset. Der Stani hat an beiden Maulwinkeln Ketchup und Mayo in einem kleinen Golf. Wir sind stehen geblieben. Es war eine Panne, habe ich gesagt. «Ja, eine technische Panne», hat der Adam nachgedoppelt. Es hat auf jeden Fall sehr lustig ausgesehen. Der Yves ist aufgestanden und hat angefangen, mit steifen Armen wie ein Roboter im Zeug rumzuhampeln. Und der Billy hat mit einem Pommes frites so tun, als ob er den Yves steuern. «Putz jetzt die Fenster, Roboter, komm!» Der Yves ist als Roboter auf den Boden gesackt. «Nein, Roboter, doch nicht so, pfui, du bist doch kein Hund!» Der Billy hat es wahnsinnig lustig gefunden. «Nur tanzen, nicht rumkumpen!» «Sehr witzig, aber so ist es nicht abgelaufen», habe ich gesagt. «Doch, genau so. Ich habe es doch selber gesehen.» «So ein Scheiß!» Der Hitch hat so getan, als ob er gehen wollte. «Was wetten wir? Ich schwör's, ich habe den Roboter ja selber gesteuert.» «Mit was? Mit einem Pommes frites?» «Hey, Alter, mach mal halblang!» Es hat funktioniert. Der Billy hat die Fernbedienung aus seiner Jacke geholt. «Mit dem da?» Es war wirklich die genau gleiche Fernbedienung wie die vom Onkel vom Kraui. «Glaubst du mir's jetzt? Ich habe die Roboter draussen gesteuert.» Der Stani und der Yves haben vor Begeisterung geklatscht. «Cool, Billy!» Ich habe die Hand ausgestreckt. «Darf ich mal schauen?» Das ist doch eine ganz andere Fernbedienung als die vom Kraui seinem Onkel. «Schauen kannst, aber nicht anlangen. Die ist echt, das kannst du mir glauben. Im Kraui sein Onkel hat einen Scheiß gesteuert.» «Wie bist du denn zu dieser Fernbedienung gekommen?» hat der Hitch gefragt. «Ich habe sie mir ausgelehnt und dann leider vergessen zu zurückgeben.» Der Billy hat sein dämliches Grinsen aufgesetzt. «Ja, wie ein Buch aus der Bibliothek.» «Für das könnten die bestraft werden», hat Adam gesagt. «Wieso? Ihr könnt uns ja nicht beweisen.» Der Billy hat dreckig gelacht und die Fernbedienung wieder in den Sack gesteckt. Im gleichen Moment haben wir eine Männerstimme gehört, die ziemlich wütend getönt hat. Ein Verkäufer vom Kleiderladen von der anderen Strassenseite hat den Kraui am Kragen gepackt und hinter dem Kleiderständer vorgezogen. «Jetzt bist du nicht lang genug da rumgelegen, Bürschli. Wenn du nichts kaufst, kannst du einen Abgang machen.» Der Kraui wollte unauffällig davonschleichen, aber es war schon zu spät. Der Billy hat ihn sofort gesehen und auch das Handy in seiner Hand. «Der hat uns gefilmt! Los, den holen wir!» Der Billy und seine Bande sind auf den Kraui los. Der Kraui ist schnell weggerannt. Hitch das Handy fest in der Hand. Der Stani hinten an. Wir natürlich auch. Der Kraui ist in der WCs vorbeigerannt, Richtung Reformhaus. Plötzlich ist ein kleiner Bub auf einem Trotti um die Ecke zu schiessen gekommen. Der Kraui ist ihm schnell ausgewichen. Er hat dabei eine Frau mit einem Einkaufswagen übersehen und ist voller Hahn in sie hineingetatscht.
Er ist so schnell anzurennen gekommen, dass er gerade im Wagen drinnen gelandet ist. Die Frau hat geschrauen, als ob sie überfallen worden wäre. Gleichzeitig ist der kleine Bub voll in der Stahne hineingeknallt. Beide hat es verschnetzelt. Zum Glück ist der Bub oben gelandet. Es hat ihm nichts gemacht. Als ich beim Kraui angekommen bin, hat die Frau gerade an den Ohren gepäckelt. «Gib mir das Handy!» habe ich gerufen. Der Kraui hat mir sofort gegeben und ich bin weitergerannt. Leider hat der Billy alles gesehen. Er und der Yves haben mich verfolgt. Der Adam und der Hitch sind hinten angekommen. Ich bin aus der Stadt aus Richtung Wald gerannt. Im Wald könnte ich mich easy verstecken, habe ich gedacht. Aber dann musste ich wegen meinem Auto abbremsen, bin über einen Randsteig gestolpert und habe den Billy über mir gesehen. Der Billy hat meinen Arm mit dem Handy gepackt. Schnell habe ich das Telefon in die andere Hand genommen und am Hitch übergeworfen. Der ist mega verschrocken und hat es mit einem ängstlichen Schreien knapp aufgefangen. Ist ja auch sein neues Handy. Der Billy hat sich putzhässig zum Hitch umgedreht. Sein Gesicht war knallrot und er hat nach Luft geschnappt wie ein gestrandeter Wal mit Herzschrittmacher. Er hat einfach nicht mehr können. Der Einzige, der noch mögen, war der kleine Adam. Widerwillig hat der Hitch am Adam sein Handy gegeben und geschrauen: «Lauf!» Der Adam ist losgerannt. Quer über die Strasse ist er verschwunden, Richtung Wald. Der Billy und seine Jungs sind hinten reingerannt. Der Grau ist neben mir aufgetaucht. «Easy», habe ich gesagt. «Die kriegen den Adam nie.» Mein kleiner Bruder ist nämlich schneller als im Superman seinen Schatten. Aber leider nur mit den Beinen und nicht mit dem Kopf. Er hat es gar nicht bis zum Wald geschafft. Er ist schnell mit direkt im Pfahl gegangen. Ein junger Vater mit einem Kinderwagen ist ihm entgegengekommen und der Billy hat schnell gerufen: «Heben den Dieb! Der hat mein Handy geklaut!» Der aufmerksame junge Vater hat Adam gepäckelt und bevor der Adam noch irgendetwas erklären konnte, hat der Billy ihm auch schon das Handy aus der Hand gerissen und ist davon gerannt. Wo der Hitch angekommen ist, hat er den Vater angeschaut. «Die haben mein Handy am Dieb gegeben! Der hat es geklaut!» Aber er hat doch gesagt, es sei seins.» «Es stimmt aber nicht!» hat der Adam geschrauen und der Golf hat angefangen zu schreien. «Oh nein, jetzt hat er den Jimmy geweckt!» Der Mann hat den Kinderwagen energisch auf und ab geschüttelt und ist davon gelaufen. Ich habe geschaut, wo der Billy und seine Bande hin sind, aber die sind schon lange über alle Berge gewesen. Der Hitch hat Tränen in den Augen gehabt. «Mein neues Handy!» «Wir zeigen sie bei der Polizei an!» hat der Adam gesagt. Und ich habe ihn auch versucht zu trösten. Der Papa und die Mama sind sicher versichert. Obwohl ich das gar nicht gewusst habe. Der Kraui hat es aber fast noch mehr angeschissen als der Hitch. «Sorry, Mann. Ich habe alles gefilmt. Jetzt ist alles weg. Scheisse. Es ist nicht deine Schuld. Komm, wir gehen heim und überlegen einen guten Plan. So einfach kommt der Billy nicht davon.» Wir haben dem Kraui versprochen, sofort anzurufen, sobald wir eine gute Idee haben. Der Hitch war völlig am Boden und hat gar nichts mehr gesagt. Als wir daheim angekommen sind, hat es 2 Überraschungen gegeben. Die erste war die Nina. Sie hat vor der Tür gewartet. Sie hatte ihren Hund dabei und hat mich gefragt, ob ich mit ihm laufen kann. Klar wollte ich. Und die zweite Überraschung ist auch von der Nina gekommen. «Ich habe gesehen, wie der Yves etwas in euren Briefkasten gelegt hat.» «Sicher eine Bombe!» hat der Adam gesagt. «Mann, Adam, du schaust zu viel Film.» Ich habe den Briefkasten geöffnet. Dort ist das neue Handy vom Hitch gelegen. Der Hitch hat gestöhnt, als ich es ihm gegeben habe. Er hat sofort abgecheckt, ob es auch nicht verkratzt oder verdreckt ist. Alles gut. Nur, das Film war natürlich gelöscht. Unser einziges Beweismaterial, das der Billy die Fernbedienung geklaut hat, einfach weg. So ein Mist. Schlecht gelaunt sind wir am nächsten Tag am Morgentisch gesessen. Jeder ein Müsli vor sich. Der Grau war bei uns und hat den grössten Letsch von uns allen gemacht. Mein Onkel tut mir so leid. Er hat so lange an diesem Roboter gebaut und jetzt ist alles in die Hose gegangen. Wir müssen einen Weg finden, wenn wir den Roboter nochmal vorführen an der Messe, habe ich gesagt. Der Grau hat den Kopf geschüttelt. Die Roberta nochmal vorführen. Mein Onkel hat den Job ja gar nicht mehr. Nicht er. Mir. Das erlaubt uns der Direktor für Clean Machine nie, hat der Kraui abgewunken. Und was ist,
wenn wir einfach vergessen zu fragen? Der Adam hat mit grossen Augen in die Runde geschaut. Du meinst Roberta klauen und dann vorführen? Ja, also nicht stehlen, sondern nur auslehnen. Du weißt doch, was es ist, oder? Ja, schon, aber... Können wir den Roboter nicht irgendwie holen, ohne dass es jemand merkt, Kraui? Der Direktor von Clean Machine würde uns umbringen. Aber nicht, wenn der zweite Auftritt von der Roberta ein Erfolg wird. Der Kraui hat schon ein bisschen zuversichtlicher ausgesehen. Vielleicht kann uns ja die Vizedirektorin Nelly helfen, habe ich gesagt. Der Kraui hat genickt. Er hat sein Schüssel geklopft und die restliche Milch direkt ins Maul geleert. «Cool!» hat der Adam gesagt. Und der Hitch hat gemeint, «Wo ist denn der Roboter jetzt?» Er war noch nicht ganz überzeugt von unserem Plan. Im Lager von Clean Machine. Das ist nicht so weit. Und wie sollen wir die Roberta transportieren? Wir können sie ja nicht einfach unter den Arm nehmen. Sie ist in einer Kiste und sie ist mega schwer. Wir brauchen ein Wägeli oder so. Ich hab's. Ein Taxi, hat der Hitch gemeint. Das ist viel zu teuer und zu auffällig. Der Kraui hat den Kopf geschüttelt. Wir brauchen unbedingt eine andere Idee. Wie wär's mit einem Kinderwagen? Hat der Adam vorgeschlagen. Und woher sollen wir einen Kinderwagen kriegen? Hat der Hitch gefragt. Beim Laurin gibt's einen. Der von seiner kleinen Schwester, die ist schon zu gross dafür. Die Idee war so gut, dass ich mich geärgert habe, weil sie nicht von mir war. Kannst du den bis morgen organisieren? Logo! Aber sag dem Laurin nicht, für was wir ihn brauchen, gell? Hat der Hitch gesagt. Und ich schiebe auf keinen Fall einen Kinderwagen durch die Gegend. Das könnt ihr gerade vergessen. Ich mache das gerne. Und wir können ja noch Nina fragen, habe ich gesagt. Es sieht vielleicht unauffälliger aus, wenn ein Mädchen einen Kinderwagen schiebt. Da sind sich alle einig. Und ich habe mich schon gefreut. Ich mag Nina nämlich. Aber das würde ich von meinen Brüdern natürlich nie zugeben. Aber wo verstecken wir die Roberta? Hat der Hitch gefragt. Auf keinen Fall in der Wohnung von meinem Onkel, hat der Kraui abgewehrt. Und in deiner Baumhütte, Kraui? Adam, die Roberta ist doch viel zu schwer, um dort raufzufugen, hat der Hitch gesagt. Und was ist, wenn wir die Garage aufräumen? Das haben wir dem Papa ja schon lange versprochen, habe ich vorgeschlagen. Dann können wir sie dort so verstecken. Das ist eine super Idee. Der Hitch hat mir stolz auf die Schulter geklopft. Nina hat uns sogar beim Garagenaufräumen geholfen. Die Mama und der Papa waren voll geschockt, als sie uns gesehen haben. Was? Ihr räumt auf? Freiwillig? Super, Lottes. Wir haben ihnen erzählt, dass wir Garage brauchen für unser Detektivbüro. Gute Idee, hat der Papa gesagt. Wir haben früher auch immer Detektiv gespielt. Ich weiss noch, wie wir einmal... Und dann ist eine alte Geschichte von früher gekommen. Dafür hat er uns Eistee und Gutzli gebracht. Nur die Mama hat nicht so überzeugt ausgesehen. Schon am nächsten Tag waren wir tiptop vorbereitet. Ich und Nina sind startklar mit dem Hund von der Nina an der Hauptstraße gestanden und haben auf den Adam mit dem Kinderwagen gewartet. Nelly von Clean Machine haben wir auf unserer Seite gehabt. Sie hat uns um 12:30 erwartet, weil der Direktor genau dann Mittagspause macht. Sie hat uns versprochen, die Türen für uns offen zu lassen. Wir hatten also genau 80 Minuten Zeit gehabt, um die Strecke zu Fuß zurückzulegen. Der Adam hat aber schon Verspätung gehabt. Man hat den Tipp nicht geschnallt, dass wir einen Zeitplan einhalten müssen. Endlich ist der Adam gekommen. Der Kinderwagen hat uralt ausgesehen. Er ist auf und ab geschaukelt, weil die Taxe recht verbogen war. Es hat eine Puppe drin, die fast rausgefallen ist. Oh Mann, ich hoffe, Roberta ist nicht schwer. Sorry, dass ich zu spät bin, hat der Adam unschuldig gelächelt. Aber dem Laurin, seine kleine Schwester, hat mir den Wagen zuerst nicht geben. Ja und? Das ist doch erst 3. Nein, sie ist schon 5 und ziemlich stark. Sie hat sich am Wagen festgeklammert und hat nicht mehr losgelassen. Jetzt habe ich den Wagen von ihr mieten. Mieten? Hat Nina gefragt. Ja, für 10 Rappen in der Stunde. Dafür haben wir noch die Puppen bekommen.
Das teilen wir uns dann, gell, Benni? Über das reden wir später. Komm jetzt. Wir sind schon 8 Minuten hinter unserem Zeitplan. Der Adam ist schon mal fortgefahren mit seinem Velo zu den anderen. Nina und ich sind losgelaufen in Richtung Clean Machine. Mit dem Hund von der Nina und einem klapprigen Kinderwagen. Als ob wir 6 Liebespaar wären. Nur noch das Händleheben hat gefehlt. Das graue Bürogebäude für Clean Machine ist mitten im Industriegebiet gestanden. Wir haben es pünktlich geschafft, aber nur, weil wir die letzten paar 100 Meter einen Spurt angelegt haben. Die anderen haben uns von weitem gesehen und sind schon einmal hineingeschlichen. Der Adam ist mir gestanden. Ich habe den Kinderwagen an die Rampe geschoben und der Adam hat mir zugenickt. Er hat sein «Ich bin in einer geheimen Mission» Gesicht gemacht. Kurz darauf sind die anderen rausgekommen, mit der Kiste, wo der Roboter drin war. Zusammen haben wir die Kiste in den Kinderwagen gewuchtet. Es hat geknackst und quietscht und der Kinderwagen ist gerade etwa 10 cm tiefer gelegen. Ich habe eine Decke über die Kiste ausgebreitet. Es war die Bettdecke vom Hitch, die er extra mitgenommen hat. Die komische Puppe habe ich oben drauf gelegt. Aber etwas ist schief gelaufen. Die Fernbedienung, hat der Graue plötzlich gerufen. Wir haben die Fernbedienung vergessen. Also ich gehe nicht mehr da rein, hat der Hitch schnell gesagt. Ich gehe nochmal. Wow, der Graue wird langsam zum Held, habe ich gedacht. Nina und ich sind losgelaufen. Sie hat mir geholfen, den Wagen zu schieben. Er war auch schwer und es war mega weit bis zu unserer Garage. Und dann hat auch noch die Sonne durchgedrückt. Ich bin fast verschmachtet. Als wir an einer Tankstelle vorbeigekommen sind, bin ich kurz stehen geblieben. «Lass uns einen Boxenstopp machen», habe ich gesagt. Der Hund hat sicher auch Durst. Ich bin in den Shop rein und habe etwas zu trinken für uns und für den Hund gekauft. Während wir getrunken haben, habe ich plötzlich eine bekannte Stimme hinter mir gehört. «Ja, hallo Benjamin, was machst du denn hier?» Diese Stimme wollte ich in meiner Freizeit eigentlich nicht unbedingt hören. Die Stimme von meiner Deutschlehrerin, der Frau Müller. Grüezi, Frau Müller. Sie hat den Kinderwagen, den Hund und Nina ganz genau angeschaut. «Das ist Nina», habe ich gesagt. «Sie geht ins Steinski-Schulhaus. Und das ist Frau Müller, meine Deutschlehrerin.» «Hast du jetzt einen Hund, Benjamin?» «Ja, nein, das ist der Nina ihren.» «Knuffliger Hund.» Frau Müller hat ihn gestreichelt. Hoffentlich fragt sie jetzt nichts über den Kinderwagen. Ich habe übergeschielt. Man hat nur ein paar Haare von der Puppe gesehen, die unter der Decke für ihn geschaut haben. Die Frau Müller hat gelächelt. «Und wen habt ihr denn da im Kinderwagen, Benjamin? Sag nur, du hast ein kleines Schwesterchen bekommen.» Nein, das ist nur das Baby, das Nina ab und zu hütet. Gell, Nina?» «Ja», hat Nina gesagt. «Sie heißt Caroline.» «Ja, nee, knufflig. Ich habe schon so lange kein Baby mehr gesehen.» Hoffentlich wird sie das Baby jetzt nicht anschauen. Aber Frau Müller hat sich umgedreht. «Grüße deine Mutter von mir, Benjamin.» Sie ist davon gelaufen und wir haben zuerst einmal tief Luft geholt. Später hat uns der Adam mit dem Velo eingeholt. Er hat quietschende Bremsspur vor uns angelegt. «Der Graue hat den Direktor getroffen!» hat er gerufen. «Scheisse, und? Hat er etwas gemerkt?» «Nein, zum Glück nicht. Der Graue hat die Fernbedienung noch rechtzeitig verstecken.» Jetzt sind auch der Hitch und der Graue anzutrampeln gekommen. Der Direktor hat mich gefragt, was ich hier im Büro mache, und ich nicht gewusst, was sagen, hat der Graue weiter erzählt. Und dann hat Nina gefragt. Nelly hat mich gerettet. Sie hat gesagt, ich sei dort zum Sachen von meinem Onkel abholen. Er hat auf eine kleine Kartonschachtel auf seinem Gepäckträger gezeigt. Der Adam hat angeboten, mich beim Stossen vom Kinderwagen abzulösen. Aber ich habe dankend abgelehnt, auch wenn ich schon todmüde war. Nina hat mich angeschaut und zufrieden gelächelt. Am nächsten Morgen haben wir uns in der Garage getroffen. In unserem neuen Roboterbüro. Wir haben Fenster mit Tüchern abgehängt, damit niemand hineinschauen kann. Der Graue und Nina sind auch vorbeigekommen. «So, jetzt wird Roberta trainiert», habe ich gesagt.
Also der Kraui musste lernen, sie zu steuern. Wir haben uns mit Schmierstoff an den Türen abgewechselt. Falls unsere Eltern auftaucht wären, hätte Nina schnell eine Decke über die Roberta geworfen. Der Kraui hat die Fernbedienung in der Hand gehabt. Ist die Luft rein? Ja. Der Kraui hat auf die Fernbedienung gedrückt. Nichts ist passiert. Er hat es nochmal probiert. Keine Reaktion. Vielleicht hat es keine Batterien drin. Der Hitch hat die Fernbedienung aufgemacht. Die Batterien sehen alt aus. Ich gehe schnell neu holen. Ich bin ins Haus gerannt zum Putzschrank. Dort habe ich eine Taschenlampe rausgenommen und sie aufgeschraubt. Yes! Es sind die richtigen Batterien drin. Was machst du da, Benni? Der Papa ist vor mir gestanden, mit einem fragenden Blick im Gesicht. Wir brauchen eine Taschenlampe, habe ich gesagt. Für unseren Detektivenclub. Aber es ist doch noch hell draussen. Ja, schon, aber ich will sie für heute Abend testen. Der Papa hat mich angeschaut und die Stirn gerunzelt. Er wollte gerade noch etwas sagen. Ich muss los. Die anderen warten. Bis nachher. Der Hitch hat die Batterien rein. Dann hat der Kraui mit der Fernbedienung nochmal auf die Roberta gezielt. Sie hat langsam den Kopf gelupft. «Es funktioniert!» hat der Adam gerufen. Wie in Zeitlupe hat sich die Roberta jetzt aufgerichtet und hat sich vor uns verbeugt. Alle haben geklatscht. «Du bist in der Reihe mit Schmierstoff», habe ich am Adam gesagt. «Schon? Das sind aber noch nicht 20 Minuten gewesen.» «Sicher schon.» Ich habe auf meine Uhr gezeigt. Es sind zwar erst 10 Minuten vergangen, aber der Adam hat die Zeit noch nicht lesen. Jetzt hat er den Preis für seine Unwissenheit halt zahlen. Der Adam ist zur Tür gegangen und hat sich halb drinnen, halb draussen postiert, dass er auch ja alles mitkriegt. «Schieb die Decke ein bisschen auf die Seite, dass die Roberta die Fenster putzen kann», hat der Kraui zu Nina gesagt. Wir haben gespannt zugeschaut, wie der Kraui die Fernbedienung auf die Roberta gerichtet hat. Und prompt hat sie angefangen, die Fenster zu putzen. Ich habe die Luft angehalten und habe mir schon eine Ausrede ausgedacht, falls das Fenster kaputt gehen sollte. Die Roberta hat das Fenster ratzfatz geputzt, ohne Scherben. «Was kann sie sonst noch?» hat Nina gefragt. «Staubsaugen», hat der Kraui zur Antwort gegeben. «Ja, das ist aber auch wirklich nötig», hat der Hitch gemeint. Der Kraui hat auf die Fernbedienung gedrückt und der Arm von der Roberta hat sich in ein Staubsaugerrohr verwandelt. Der Kraui hat mit den Knöpfen gekämpft und hat Roberta in der einzigen Ecke gesteuert, wo es kein Gartenwerkzeug hatte. «Darf ich auch einmal steuern?» hat der Adam gefragt. «Nein», haben der Hitch und ich gleichzeitig gesagt. «Schon okay.» Der Kraui hat am Adam die Fernbedienung hergekippt. «Aber du musst genau das machen, was ich dir sage, gell? Logo!» Hochkonzentriert, mit der Zunge draussen, hat der Adam die Roberta staubsaugen. Und er hat das sogar richtig gut gemacht. Er hat mega stolz ausgesehen. Aber etwas ist schief gelaufen. Das habe ich leider erst gemerkt, was an der Tür geklopft hat. Shit, der Adam hätte ja Schmierstoff. «Stell sie ab!» habe ich geflüstert. Der Kraui hat die Fernbedienung genommen und auf den Stoppknopf gedrückt. Nina hat schnell die Decke über die Roberta geworfen und im gleichen Moment hat jemand den Kopf hineingestreckt. «Hoi zusammen, störe ich?» «Ja, allerdings, Papa. Was machen wir?» Nichts», habe ich gesagt. «Staubsaugen?» «Nichts», hat der Hitch gesagt. «Wir haben ein geheimes Treffen», hat Nina gemeint. Wir haben alle gleichzeitig geredet und der Papa hat ziemlich verwirrt reingeschaut. «Ich habe ein Geräusch gehört. Was war das?» Er hat auf die Decke gezeigt. «Das ist eine brummende Statue, die wir daran arbeiten», habe ich schnell gesagt, bevor der Adam noch etwas Dümmeres hätte rauslassen können. «Eine brummende Statue?» «Ja.» Ich habe versucht, es so normal wie möglich zu tönen. Als ob das völlig normal sei, dass Kinder eine brummende Statue bauen. Ich lese zwar nicht so viel Krimis, aber was hat das mit Detektivenarbeit zu tun? Ich habe die anderen angeschaut. Aber von denen war keine Hilfe zu erwarten. Das können wir noch nicht verraten. Sie ist noch nicht fertig. Wir geben dir dann Bescheid. Machen das. In 20 Minuten gibt es Mittag. Okay, haben wir alle unschuldig im Chor gesagt. Und dann war es so weit. Der letzte Messetag.
Die letzte Chance für die Roberta. Der Adam hat nochmal den Kinderwagen auslehnen, mitsamt der Puppe. Nina und ich haben ihn wieder geschoben. Aber das Mal war es zum Glück nicht so weit. Wir haben mit der Nelly, der Vizedirektorin, vor der Kirche abgemacht. Das blaue Büssli von Clean Machine war das einzige Auto auf dem Parkplatz. Schnell haben wir die Roberta eingeladen. Nelly hat Eintrittskarten und Namenstäfeln an alle verteilt. Wir sehen uns dort. Meinen ihr, wir schaffen das? Ja klar, habe ich gesagt. Der Kraui hat die ganze Woche geübt. Er hat es voll im Griff. Das hoffe ich. Niemand hat unseren Platz im Programm übernommen. Wir tun einfach so, als ob alles ganz normal wäre. Ausser, dass ich die Präsentation übernehme. «Kommt der Direktor nicht?» hat der Adam gefragt. Nein, zum Glück nicht. Er ist Golf spielen. Er würde einen Schock kriegen, wenn er wüsste, dass wir die Roberta noch einmal vorführen. Und deinem Onkel Kraui habe ich heute Morgen ein E-Mail geschickt und geschrieben, er soll auch schauen. Von dem hat er mir gar nichts gesagt. Aber noch etwas Wichtigeres. Habt ihr die zweite Fernbedienung zurückgekriegt? Leider nicht. Ich habe am Boden geschaut. «Ich habe Billy einen Drohbrief geschrieben», hat der Adam stolz gesagt. «Es ist dem doch egal, das haben wir schon 1000-mal gesagt», hat der Hitch gezischt. Der Billy hat die Fernbedienung sicher so versteckt und wir können nichts beweisen. Dann hoffen wir einfach, dass er nicht an die Messe kommt, hat Nelly gesagt. Ich sage dem Securitas, er soll Ausschau halten nach ihm und seinen Jungs. Eine halbe Stunde später sind wir bei der Messehalle angekommen. Die Roberta ist hinter der Bühne gestanden. Wir hatten genau noch 1 Stunde Zeit bis zu unserem grossen Auftritt. «Schau mal, ein Ork!» hat der Adam gesagt und ist zu einem Monster gelaufen. Ein Mann verkleidet in einer Rüstung mit grusigen Zähnen. Er hat Prospekte und Süßigkeiten verteilt. Der Adam ist mit Süßigkeiten für alle zurückgekommen. «Er ist ein lieber Ork! Und schau, dort hat es nochmal 2 von denen!» Ich habe meine Stirn abgetrocknet. Wahrscheinlich habe ich aus lauter Nervosität so geschwitzt. Zehn Minuten vor der Vorstellung haben wir uns alle hinter der Bühne versammelt. Keiner von uns hat den Billy gesehen. Zum Glück. Es ist gerade ein stinknormaler, eierförmiger Saugroboter vorgestellt worden. Echt langweilig im Vergleich zu der Roberta. «So, die anderen sind fertig», habe ich gesagt. Nelly hat sich auf ihre rot geschminkten Lippen gebissen. «Oh, ich brauche noch ein Mikrofon.» Sie ist zum Mann gelaufen, der gerade eine Ansage gemacht hat. «Laut Programm wäre jetzt Clean Machine an der Reihe. Die haben aber wegen technischen Problemen abgesagt und darum gibt es eine halbe Stunde Pause.» «Oh nein, das stimmt gar nicht. Ich habe gerade gehört, dass sie doch noch etwas vorführen.» «Ich übergebe das Mikrofon an Nelly Wolf, die Vizedirektorin von der Firma Clean Machine. Bitte.» «Vielen Dank und herzlich willkommen zur Präsentation von einer Weltsensation», hat Nelly angefangen. Sie hat locker flockig drauf losplappert. In der Zwischenzeit haben wir die Kiste mit Roberta auf die Bühne geschoben. Ich habe ins Publikum geschaut und es sind immer mehr Leute gekommen. Auch der Grösste der 3 Jahre ist dort gestanden und hat uns zugeschaut. Und ist das nicht der Onkel vom Kraui, der in der letzten Reihe hockt? Dann ist der Kraui mit rotem Kopf und der Fernbedienung in der Hand auf die Bühne gekommen. Er hat sich kurz vor dem Publikum verbeugt und hat das Tuch von der Kiste weggezogen. Er hat auf den Knopf gedrückt und Roberta hat sich langsam aufgerichtet. Nina ist mit der dreckigen Fensterscheibe gekommen. Sie hat selbstbewusst ins Publikum gewunken. «Ein Traum von jedem Mann. Die Roberta putzt ohne zu jammern.» Der Kraui hat Roberta das Fenster putzen. Es ist blitzblank sauber geworden und das Publikum hat begeistert geklatscht. Alles ist nach Plan gelaufen. Aber dann hat sich Roberta plötzlich angefangen, in Rübi zu verwandeln. Der Kraui hat komisch geschaut. «Ja, und für die lieber den Männern beim Arbeiten zuschauen, hätten wir da den Zwillingsbruder von der Roberta, den Rübi.» Das Publikum hat geklatscht und gelacht. Der Rübi hat sich verbeugt und sich wieder in die Roberta verwandelt. «Ja, das ist viel besser», hat der Mann aus dem Publikum gerufen und eine Frau hat gesagt, «Ja, wir haben genug Männer, die sich wie Roboter benehmen.» Ein paar andere Frauen haben gelacht. Der Roboter hat auch einen eingebauten Spinnenhuppendetektor, wo... Der Kraui ist ins Stocken gekommen. Der Roboter hat sich jetzt ständig verwandelt. Vom Röbi zu der Roberta und wieder zurück.
Der Kraui hat leislich vor sich hingeflucht und hat sich den Schweiß von der Stirn geputzt. Mann, jetzt läuft schon wieder alles schief. Ich habe rumgeschaut, ob etwa Gleiches, wo der Billy ist. Versaut er jetzt schon wieder die Vorstellung mit der zweiten Fernbedienung? Aber ich habe ihn nie gesehen im Publikum. Es hat nur lachende Gesichter und der grosse Org. Der hat gerade den anderen Orks zugewunken, die neben ihm auftaucht sind. Der grosse Ork hat seine Hand im Hosensack und seine Hand hat sich deutlich bewegt. Oh nein. Steckt echt der Billy im Ork-Kostüm? Mein Hirn hat auf Hochtouren gearbeitet. «Hey, ich glaube, der Billy ist in diesem Ork-Kostüm», habe ich zu den anderen gesagt. Der Hitch hat die Augen verdreht. «So ein Zeich!» «Aber der Ork sieht genau so fies aus wie der Billy», hat der Adam gemeint. Ich habe auf die Bühne geschaut. Der Kraui hat mittlerweile wieder alles unter Kontrolle gehabt. Er hat sogar ins Publikum gelächelt, das jetzt schwer begeistert war. Aber dann hat Roberta beim Staubsaugen angefangen zu tanzen. Sie ist zu der Nina an und hat ihr Tor eingesogen. Aua! Das Publikum hat es mega lustig gefunden. Ich habe wieder rübergeschaut zum grossen Ork. Ich musste herausfinden, ob wirklich der Billy in dem Kostüm drin steckt. Ich bin hinter den Ork geschlichen. Wo ist das Kostüm am wenigsten polstert? Unter den Armen. Ich habe mein Namenstäfeli genommen und habe mit der Sicherheitsnadel voll zugestochen. «Aua, Scheiße!» hat der Ork gebrüllt. Oder besser, der Billy. Er hat sich zu mir umgedreht. «Komm ich auch ein Zeug über, Billy Ork?» Ich habe meine Hand in seinen Hosensack gesteckt. Dort war tatsächlich die Fernbedienung. Aber bevor ich meine Hand wieder rausziehen konnte, hat der Billy mich am Handgelenk gepackt. «Lass los, oder ich mach dich fertig!» hat der Billy gezischt. Ich habe versucht, mich loszureissen. «Wenn du nur einen Mucks machst, breche ich dir den Arm!» Er hat mich langsam vom Publikum weggezogen. Ich habe auf die Bühne geschaut. Der Kraui hat Roberta wieder im Griff gehabt. Ich habe versucht, am Adam und am Hitch ein Zeichen zu geben. Aber die haben nur auf die Bühne gestarrt. In dem Moment sind die anderen 2 Orks zu uns gekommen. «Kommt! Der Idiot hat die Finger an der Fernbedienung!» hat der Billy zu ihnen gesagt. Erst jetzt habe ich Trottel begriffen, dass die anderen 2 Orks ja der Stani und der Yves sind. Die ganze Billy-Bande als Orks verkleidet. Und ich wusste, wenn ich jetzt schreie, hört mich eh niemand. Und der Billy, der bricht mir das Handgelenk. Ich habe mich gewehrt, aber der Stani und der Yves in ihren Ork-Kostüm haben mich gepackt und ich musste die Fernbedienung loslassen. Sie haben sie an Billy zurückgegeben. «Bring ihn raus, dann kann ich den Roboter steuern», hat der Billy befohlen. Mist, ich konnte nichts machen. Wenn der Billy jetzt weitermacht, gibt es nochmal eine Blamage und der Onkel vom Kraui kriegt seine Stelle nie mehr zurück. Der Stani und der Yves haben mich zum Ausgang gezerrt. Als wir fast draussen waren, habe ich einen Securitas entdeckt. «Hey, Sie!» habe ich angefangen, aber im gleichen Moment hat mir der Stani seine Hand aufs Maul gedrückt. «Kann ich bitte ein Zücki haben?» hat das kleines Mädchen gefragt. «Wir haben keine mehr», hat der Yves gesagt. «Nur eins, bitte.» «Nein.» In dem Moment habe ich gewusst, das Mädchen ist meine Chance. «Die wollen uns töten», habe ich geschrauen. Das Mädchen hat auch angefangen zu schreien und der Securitas ist zu uns gekommen. «Was ist denn da los?» «Die Monster wollen uns töten», hat das Mädchen geschluchzt. Der Securitas hat uns angeschaut. «Das stimmt», habe ich gesagt. «Die 2 Orks hier haben die Kleine bedroht und wollen mich nicht loslassen.» Der Stani und der Yves hat mich sofort losgelassen. Ich habe überlegt, ob ich dem Securitas alles erklären soll, aber das hätte zu lang gedauert. Also bin ich losgerannt. Zurück zu der Präsentation. Von weitem habe ich das Publikum gehört klatschen und habe gesehen, wie Roberta einen Knicks macht. Der Kraui hat die Situation unter Kontrolle gehabt. Aber wo ist der Billy? Dann habe ich ihn gesehen. Er ist in der letzten Reihe gehockt, direkt neben dem Onkel vom Kraui. Ich bin in seine Richtung gelaufen. Der Adam hat mich von der Bühne aus gesehen und ihm zugewunken. Bis zum Billy war es nicht mehr weit. Plötzlich bin ich stehen geblieben. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll.
Gegen den Billy hatte ich keine Chance. Dann hat sich ein Mann an mir vorbeigezwängt. Der Direktor von Clean Machine. Er wollte auch in die letzte Reihe wollen. Der Billy musste aufstehen, um ihn durchzulassen. Was macht denn der da? Ich habe gemeint, er sei am Golf spielen. Er ist direkt neben dem Onkel vom Kraui angehockt. Auf der Bühne hat sich Roberta schon wieder angefangen zu verwandeln. Der Kraui hat ziemlich überrascht gewirkt. Die Roberta ist also wieder vom Billy gesteuert worden. Ich habe gesehen, wie der Direktor ziemlich hässig auf den Onkel vom Kraui eingeredet und auf die Bühne gezeigt hat. Ich bin hinter den Billy geschlichen. Und gerade als er anhocken wollte, habe ich ihm schnell den Stuhl weggezogen. Er ist auf dem Boden gelandet. Dann habe ich den Stuhl über ihn gestellt und bin draufgehockt. In dem Moment sind der Adam und der Hitch gekommen. «Hockend auf den Stuhl!» habe ich gesagt. Der Adam ist abgehockt, aber der Billy hat ihn versucht abzuschütteln. Erst, als der Hitch auch auf dem Stuhl gehockt ist der Billy wirklich gefangen gewesen. Er hat geflucht und mir ist es gelungen, ihm die Fernbedienung aus dem Hosensack zu ziehen. Ein Securitas ist anzurennen gekommen und ihm direkt die Fernbedienung gegeben. Da ist die zweite Fernbedienung. Der Billy, der Typ in dem Morgenkostüm unter dem Stuhl, hat sie geklaut. «Was?» hat der Direktor gesagt. Ja, er wollte alles sabotieren. Darum ist auch die Vorführung am letzten Samstag in die Hose gegangen. Der Billy war in der Zwischenzeit aus seinem Kostüm draussen und der Securitas hat ihn festgehalten. Er ist total verschwitzt und mit einem knallroten Pölli dort gestanden. Ihm hat Direktor Kurzfassung von der Geschichte erzählt. Zum Glück haben nur die Leute in der letzten Reihe mitgekriegt, was gerade passiert ist. Die anderen haben immer noch begeistert Roberta zugeschaut. Der Kraui hat sie wieder perfekt steuern. Das Publikum war ganz aus dem Häuschen und der Kraui und Roberta haben sich verbeugt. «Kommen Sie mit», hat der Direktor zum Onkel gesagt und ihn Richtung Bühne geschoben. Der Hitch, der Adam und ich sind hinten. Der Direktor hat das Mikrofon genommen und hat sich als Chef von Clean Machine vorgestellt. Dann hat er stolz gesagt, dass der Onkel vom Kraui der Erfinder vom Roboter ist. Am letzten Samstag, wir wurden sabotiert und nachher in der Presse zum Gespött. Eine Bande von kleinen bösen Garçons wollte unsere Fernbedienung klauen. Heute, sie haben es noch einmal versucht. Dank dieser 3 Brüder, wir konnten diese Katastrophe in letzter Sekunde verhindern. Jetzt steht dem Erfolg von Clean Machine nichts mehr im Weg. Am Kraui sein Onkel hat gestrahlt. Ich habe zu der Nina übergeschaut. Sie hat das Peace-Zeichen zu mir gemacht und hat ziemlich beeindruckt ausgesehen. Auf eine Anzeige bei der Polizei hat der Direktor verzichtet. Aber dafür hat der Billy und seine Jungs versprechen, dass sie 1 Monat lang gratis für Clean Machine die WCs putzen. Nachher sind wir in die Burgerbude und wir durften so viele Burger essen, wie wir wollen. Ich musste immer wieder erzählen, wenn wir alles herausgefunden haben. Auf dem Heimweg ist es mir gleich ein bisschen mulmig geworden. Ich habe daran gedacht, dass der Billy sich für das sicher wird an uns rächen. Aber Nina ist neben mir auf dem Velo gehockt und hat mich angelächelt. Und irgendwie hatte ich plötzlich das Gefühl, das kommt schon alles gut. SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.